Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit düt und dat. Ich will ja eigentlich bloß Bescheid singen, da das nu Köhle wird. Die Sommer ist in bald vorbei, aber dann ist doch wieder so einiges passiert. Drohnenalarm in Leipzig an Flughafen. In Hannover nördlich auch. In Leipzig, das ist wohl sicher mit Sprengstoff. Wie kann man sich dagegen absichern? Das geht nicht einfach so. Aber Deutschland hat sogar all ein Drohnenstaffel hat. Zwar noch recht frisch, aber immerhin 130 Personen. Und nu ward aber tüchtig upstockt. 170 Lüt zusätzlich. Das heißt nu 300 Personen. Wij hebt in Deutschland 36 Flughäfen mit Personenbetrieb und insgesamt so bummelig 500 mit Flugbetrieb, die militärischen mal nicht mitgeregt. Rund um die Clock-Überwachung, bei 8 Stunden Arbeitszeit. Das lässt sich gut rechnen, 25 durch 8, das heißt, wir brauchen 3 Personen für einen Tag. Also, 300 durch 3, das heißt, wir haben 100 Einsatzkräfte, mit denen wir planen können. Urlaub, Krankheit, Wiegebildung mal nicht mitgeregt. Wenn wir nur schon bis 2 nach die 36 Flughafens mit Personenverkehr schickt und 2 Brugwische, eine fängt ob die einen Seite an, die andere fängt ob die anderen Seite an. Wenn sie sich ihnen mit den dreht und nichts gefunden habt, dann ist die Flughafen schier. Dann blieb noch 28 über, die wir, also falls überhaupt Bedarf besteht, mal hierhin und mal dorthin schicken könnt. Also ich glaube, wir braucht uns keine Sorgen mehr machen, was das Thema Drohnengefahr betrifft. Also das wird Putin ja auch begrieben. Große Dröchnis in ganz Europa. Ach wat, ob die ganzen Welt, überall brennt dat, große Flüss, heb kaum noch Warte, Trinkwarte wat knapp, ton Teil auch rationiert, dat Pfeif verdöst, die Ahn verdrückt, aber Coca-Cola und Red Bull und Konsorten bezahlt ton Teil nicht einen Cent für dat Grundwarte, wat sich für immer Brause abpumpt, uns dat den Dürter verköben. Bei der Standortwahl, da habt ihr Gaut verhandelt. Ob Sizilien, da sind an Strand Pakete mit insgesamt 665.000 Euro anspult worden. Ob das nun mit dem Mafia down hat oder ob sich das bloß um ein grob Malheur handelt, das ward grad noch in der Söcht. So ein Mist, ne? Und min Frau hat für ein paar Wochen noch gesagt, oder wird wir mal nach Sizilien feuern. Also man schuld doch, ob sie eine Frau hören. So, und dann wollte neulich die große Sonnenfinsternis. In Deutschland war das ja nur eine partielle Sonnenfinsternis, aber in Spanien, vor allem auf Mallorca, eine totale Sonnenfinsternis. In Radio hab sie das ja auch übertragen, aber in Radio, da hätt mir irgendwas fehlt. Das war in Fernsehen doch beide zu bekicken, das war ja herrlich. Ob Deutschland oder unsere Regierung nicht auch von ein Finsternis betroffen ist, hab ich mich gefragt. Also eine partielle Finsternis, die man überhaupt nicht wahrnimmt. 85% ist verdeckt, aber das ist jemals noch hell. Kanzler Merz in Ring, ein paar Mal hab sie ihm all anteilt, in der CDU rumort dat, die Eisten, die wollt im Oger loswerden, die SPD, die sagt jemals Deibe, Landtagswahlen statt für die Tür, also ich sei schwarz, blau, blau ist das neue schwarz. Bei der Sonnenfinsternis war das denn ja 100 Sekunden ungefähr bloß düster und schwarz. Und dann wird ihr allmählich wieder hell. Und die Lü hab klatscht. Ich glaub, dat mit dat Klatschen,
dat wird uns bald vergehen. Von Schwattkicken nu zur Helmut. Helmut, was ist bei dir denn los? Moin, ja, hier bin ich wieder, Helmut. Ich hef mi nülich mal mit Werner unterholen, hier bei uns u de wiedlöftigen Nabelschaft. Werner ist Schlude. Obe ob sei in Knast in Hamburg. Hij selbst sagt aber auch schon Schlude. Und Werner sagt, Helmut, du kannst dir das nicht vorstellen. 101% Utlastung. Überbelegt. Tauschstellen, sagte, wie an Strand ob Mallorca. Teilweise 2 Mann in so ne Lütte 8 Quadratmeter Zell. Und nicht bloß in Hamburg, nee, in ganz Deutschland. Und die Regierung sagt, hey, die prahlt Gemüse. Wir haben die Polizei obstockt, Staatsanwälte und Richters liegt's mit. Das ist noch nie so viel Mittel verhaftet und verdonnert worden als nu. Aber sie habt die Anstalten nicht utbaut und vergrottet, Tondalje noch nicht mal renoviert. Das lütte einmal ein. Helmut sagte, das macht keinen Spaß mehr. Ich sag, Werner, das ist ja überhaupt nicht zu glöwen. Ich sag, den möcht die dort in Berlin aber nun mal ruckzuck neues Gesetz beschluten. Und zwar ab sofort. Und nicht als ab nächstes Jahr. Ab sofort sind Straftaten nur verbannen. Jedenfalls so lang, wie wir düsse Tauschstellen in den Anstalten habt. Ja, hat Werner gesagt, Helmut, du hast das begriffen. Tschüss. Besten Dank, Helmut. Wart nicht langweilig. Langweilig, das ist das Stichwort. Das ist hier nur vorbei. Die Bundesliga, die geht wieder los. Die zweite, die ist all in Gang. Mein Favorit, auch dort mal hier, mein FC Bayern München. Kein was anderes meint. Also, lasst mir das wetten. Ich mach nur Schluss. Lasst ihr das gaut gehen. Das war der Plattkanal mit dort und dat. Ich bin Jürgen Müller.